Wenn mir vor ein paar Jahren jemand erzählt hat, dass ich irgendwann eine Bike-Tour mache, wo ich mein Velo mehr als 3 Stunden auf der Schulter herumtragen und stossen, dann hätte ich auch gesagt, hey, du spinnst, das mache ich sicher nicht. Und zugegeben, ein bisschen spinnen muss man definitiv, für sich so etwas anzutun. Warum dass wir es gleich gemacht haben und warum dass es sogar noch gefällt hat und wie es dazu kommt und was es genau für eine Tour ist, das erzähle ich dir in diesem kurzen Film. Also bleib gerne dran, wenn es dich interessiert. Merci vielmals fürs Zuschauen und viel Spass. Die Tour, die wir hier gemacht haben, die führt von der Simplon-Passhöhe Richtung Monteleone-Hütte, von dort über die Mäderlicke und auf der anderen Seite wieder runter zurück gegen Brig. Wir haben die Tour als Zweitagestour mit Übernachtung in der Monteleone-Hütte gemacht. Das macht die ganze Sache angenehmer und gemütlicher, man kann sich gut erholen, hat keinen Stress. Es ist aber auch möglich, die Tour als Tagestour zu machen, wenn man wirklich fit und zu Weg ist. Wie schon gesagt, startet die Tour auf der Simplon-Passhöhe. Der erste Teil führt über blühende Alpwiesen, vor allem wenn man es wie mehr Ende Juni macht. Es hat wunderschöne Alpenrosen. Es geht entlang von Saunen und Bächen, auf Wasser. Gleich wird dann aber die ganze Sache nicht mehr grün, sondern sehr felsig und rauch und man fühlt sich fast ein bisschen wie in einer anderen Welt. Der Weg ist eigentlich auf der ganzen Strecke zu steil zum Fahren. Auch wenn es mal kurze Strecken hat, lohnt es sich eigentlich kaum, das Velo ab und zu nehmen oder sitzen. Es ist halt ein Bergweg. Wichtig ist auch genug zu trinken mitzunehmen, weil Schatten ist auf dieser Strecke eigentlich rar und man ist immer an der grauen Sonne unterwegs, wenn man so einen perfekten Sommertag verwünscht wie wir. Je weiter rauf man kommt, wird das Gelände immer noch räucher. Es ist irgendwann nur noch grosse Schutt- und Grauhalden und wenn man Ende Juni unterwegs ist, findet man sogar noch einzelne Schneefelder und einen schönen Blick auf den Kleinresten vom Gletscher, der noch übrig geblieben ist. Und nach langem Murksen kommt dann irgendwann der Moment, wo man die Monteleone-Hütte vor sich hat. Und mit dem Gedanken an das kühle Bier auf der Terrasse gehen die letzten Meter dann fast wie von selber. Die Hütte selber ist eine relativ kleine SAC-Hütte, einfach, aber die Hüttenwartinnen machen einen tollen Job, sind sehr freundlich. Als wir oben waren, hat es auch nicht viele Leute gehabt, und dann ist der Aufenthalt dort wunderbar angenehm. Am Abend lohnt es sich, ein paar Meter weiter rauf zu laufen. Da sieht man mit dem Blick über die italienischen Berge wunderschön im Abendlicht. Macht das unbedingt und genießt das dort oben. Nach der Nacht in der Hütte gilt es dann noch, die letzten Höhenmeter bis zum höchsten Punkt von dieser Tour zurückzulegen. Rauf zur Mäderlicke. Wunderschönen Blick ringsherum auf Gletscher, Berge und bis runter ins Tal auf Brig hat man vor sich. Einfach zum Geniessen. Ja, und dann kommt endlich der Grund, warum man sich die ganze Tortur am Tag vorher überhaupt hat angetan. Die lange Abfahrt runter bis nach Brig. Im ersten Teil noch ziemlich ruppig und dank der frühen Reise, die wir gemacht haben, Ende Juni, hat es auch noch einzelne kleine Schneefelder gehabt, die wir durchqueren mussten. Dieser Teil ist nicht ganz einfach. Für gute Fahrer wahrscheinlich machbar. Wir sind dort zwischendurch auch mal abgestiegen und haben eigentlich dort nicht umgehen in diesem Grau. Aber gleich mal wird das Gelände flacher und über Altweiden geht es aber bis zu der Bergstation vom Skigebiet Rotwald.
Je weiter runter das man kommt, wird das Ganze immer waldiger und man fährt bis auf Brig eigentlich fast alles auf wunderschönen Trails durch Lärchenwälder, sehr flowig, wunderbar, praktisch keine Leute unterwegs, einfach zum Geniessen. Einmal hat es noch einen kleinen Gegenanstieg, aber verglichen mit der Tortur vom ersten Teil macht man das locker und schüttelt es eigentlich aus dem Meer. Die ganze Tour ist sicher für Leute, die mal etwas Spezielles machen wollen und sich nicht scheuen, ihr Velo lang zu stossen oder zu tragen. Ein bisschen spinnen muss man schon und es darf einem auch nicht stören, wenn man unterwegs etwa mal von Wanderern fotografiert wird, damit sie nachher daheim wirklich beweisen können, dass es solche Spinner gibt, die da das Velo hochschreissen. Auf der Tour hat man knapp 1000 Höhenmeter zu bewältigen. Runterfahren kann man dann aber fast 2300 Meter von der Mäderlicke bis nach Brig. Es lohnt sich also. Wichtig ist auch noch unbedingt eine Kamera mitnehmen, auch wenn die zusätzliches Gewicht bedeutet, weil fotografisch bietet die Tour einfach ganz spezielle Landschaften, die sich richtig lohnen. Man findet die ganze Tour zum Beispiel auch in der Datenbank vom Bikeheftli Ride. Das Abo lohnt sich auf jeden Fall, kann ich sehr empfehlen. Und jetzt viel Spass beim entweder schauen oder selber nachmachen. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir doch gerne einen Daumen da.